Hallihallöli, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und für alle, die sich jetzt wundern, warum 2 Videos pro Tag? Weil wir das Jahr noch fertig werden müssen. Und das Ende des Jahres, das naht. Und deswegen habe ich da jetzt, ich meine, für mich sind ein paar Tage vergangen, weil Elektronik, die ist schon kaputt gegangen. Schaut euch das erste Video an, wenn ihr genau wissen wollt, was passiert ist. Oder wie es passiert ist, oder ja, wenn es euch interessiert. Guckt euch das erste an, was wir da schon so gemacht haben. Und ich habe jetzt in ein paar Tagen den Drucker ein bisschen beschäftigt. Das sind die neuen Teile. Gucken wir uns kurz die alte Teile an. Seht ihr? Ja. Guckt euch die Luftlöcher an. Und das da hat ein bisschen. Ja, das ist kein Fischauge-Effekt, das ist einfach krumm. Ja. Das war der erste Versuch, oder festzustellen, dass ich das da noch wegmachen muss. Das da noch kleiner, das ein bisschen größer, das ein bisschen, den Ausschnitt ein bisschen besser. Das habe ich gemacht. Da noch das unten habe ich geändert, das ist jetzt auch noch wesentlich weniger, dass das nicht in die Quere kommt. Da seht ihr, da ist der Ausschnitt kleiner. Das habe ich sonst noch gemacht. Da weiter das Löchchen neu. Und auf der anderen Seite auch. Da seht ihr den Schnitt. Der Drucker wollte nicht ganz so, wie ich wollte. Ich habe dann irgendwann mal zwischendrin abgebrochen und habe gedacht, komm, wir machen Drucker das obere Teil auskleben zusammen. Und dann langt das für uns für das Jahr voll. Halt. Da ist jetzt auch wieder viel Material draufgegangen für das Ganze. Also, ja, das ist jetzt auch knapp eine Kilo-Rolle wieder weg. Ist nicht so gut. So geht das dann noch rein. Ich will mir überlegen, ob man das die Seite reinklebt. Da muss man irgendwie schrauben. Ja, da muss man irgendwie schrauben rein. Das Ding ist mir ein paar Mal runtergefallen. Es kann sein, dass ich das noch umkonstruiere. Ich meine, das X sieht cool aus, aber das ist halt anfällig. So ging doch vorher so schön. Da muss es Hitze einsetzen rein. Wie die Rändelschraube eigentlich noch kriegt. Habe ich die noch kriegt. Muss ich noch eine Pause mal gucken. Also für euch im Schnitt. So. Jetzt wie machen wir das am geschicktesten? Das ist mal auf die Seite, das brauchen wir vorläufig mal nicht. Das brauchen wir auch später. Da ist frische Elektronik. Original verpackt. Und das auch mal auf die Seite. Wie machen wir das so geschicktesten? Jetzt sage wir testen zuerst mal die Elektronik. Ich montiere die neue mal. Rieche mal. Nice. Das riecht gar nicht. Okay. So. Ich montiere die mal im Schnelldurchlauf. Dann testen wir die. Und dann machen wir den Teil. Dann montieren wir den Rest. Und ja, die Stange, das kotzt sie dann. Vielleicht irgendwann mal. Das muss ich sowieso machen, weil das kann da auch noch mit dem schon euch nicht zeigen, wie da noch Flex. Und das kriegt er auch selber noch. Also das müsst ihr jetzt nicht von mir lernen. Noch nicht. Irgendwann mal. So. Die brauchen wir auch erst später auf Seite. So. Und das auch erst später. Dann schraube ich das mal im Schnelldurchlauf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, Odele. Schalten wir mal ein. Haben wir 22 Volt noch vom letzten Mal eingestellt. Das habe ich wohl in der Zwischenzeit von nichts anderes braucht.
Dann Ausgang, Trigger, es dreht sich zurück, bis man da hinten den Taster drückt. Das verhält sich gleich. Okay. Ausgang aus. Jetzt bin ich aber verwirrt. Das kann ja nicht sein, dass die beide denselben Defekt haben. Warte mal. Da irgendwo. Da hat das Tasterl eine Macke. Jetzt Gott's. Okay, das muss man lang genug, dann Gottes. Mit Gottes, dann bis wir da haben. Okay. Zurück, bis wir da haben. Zurück. Da tut sich nichts, zack. Das muss schon ein bisschen gedrückt bleiben. Zurück. Da haben wir die Stoppfunktion. Das ist da eine Taschenstelle da seitlich. Das wollte ich eigentlich mal fürs Magazin nutzen, aber ich denke, zurück, Stopp, weiter zurück und dann Gottes. So, also das Gott jetzt. Okay. Ja, muss ich mal gucken, ob das an der Elektronik lag oder. Ja, keine Ahnung. Aber das ist jetzt mal gut. Das machen wir aus. Das packen wir wieder auf Seite. Wir brauchen jetzt ein bisschen Platz zum Rangieren. So. Das Werkzeug noch da noch. So. Dann würde ich sagen, ich baue mal da noch. Mach da die Hitze einsetzen rein. Und nehmen wir mal die Elektronik als Dummy. Gut, wir können das auch einfach nein machen, das müsste passen. Einfach mal Hitze einsetzen rein und gucken, dass wir nachschrauben. Und da kann man noch Hitze einsetzen rein, das machen wir auch gleich. Und dann fange ich mal an, das Ganze zusammenzubauen.
Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, die Druckqualität bei den Dingern lässt es so Wünsche übrig. Das hätte ich sauber in Grau können müssen, oder hätte es auch reingepasst. Mach ich kurz. Das ist ein Drecksammler, das zieht man immer kurz drüber. Das seht ihr nachher gleich. Das putzen wir jetzt mal kurz. Und das Orange passt nicht ganz. Aber für euch in der Kamera passt es wahrscheinlich besser wie für mich da in der Realität. Weil, doch, ja. Ja. Es ist schon so, aber das ist halt deutlich weniger globig. Und dürfte im Prinzip auch genauso gut halten. Hoffe ich doch. Ich schnitze das mal. Dann schraube ich es weiter zusammen. Bis gleich. So, Orale. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen das jetzt ein bisschen drehen. Dann müssen wir, weil sonst kommen die Schrauben nicht noch. Ein bisschen zurück. Reicht ja schon. Nee. So, ob der jetzt lange. Ist das jetzt ein bisschen. Das ist. Dann die Schraube ansiedeln. Das ist schon ziemlich. Aber wisst ihr was, ich mache das im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, Orale, was lange währt, wird endlich gut. Das hat jetzt ein bisschen lang gebraucht. Aber das durfte, man kann immer bloß eine knappe Umdrehung oder so machen, bis man dann wieder umdrehen muss. Jetzt gucken wir mal. Einschalter. Warum dreht das jetzt nicht um? Es hat auf jeden Fall gestoppt, also den Taster hat es ausgelöst. Das irgendwie. Mag das die Biegung nicht. Eieiei.
Das ist ärgerlich. Jetzt. Das müsste. Das ist. Warte mal, K2. Ne, auf K1 müsste es gehen. Heieiei. Okay. Das hat das immer noch nicht. Das geht nicht weit genug zurück. Und prinzipiell gange tut's. Ich das jetzt ausschalte? Ne, das hat's nicht geladen. Das müsste nur weiter zurückgehen und das geht nicht weit genug zurück. Das Heieiei. Ah, das muss ich da haben. Guckt. Deswegen geht das zu weit vor. Das muss ich Nase nach vorne setzen. Okay. Das heißt wahrscheinlich am einfachsten das Tastending. Weil da habe ich irgendwie. Das muss alles nach vorne. Und dann dürfte es passen. Ich schalte das mal aus. Packe das mal auf die Seite. Die Käbel. Und ich setze das jetzt mal im Schnelldurchlaufenden aus nach vorne. Vor zurück Gott, also prinzipiell Gott. Ich setze das in den Aus nach vorne und dann gucken wir weiter. Bis gleich. So, jetzt gucken wir nochmal. Kabeldos. Und dann ein. Seht ihr auch ein bisschen was? Okay, eingerastet ist. Jetzt muss bloß noch nach vorne. Das mag irgendwie beim ersten Mal immer nicht. Ja, komm schon.
woran hängt das jetzt? Eieieiei. Das ärgert mich. Warum macht es das? Das muss doch einfach funktionieren. Gott, das hat die alle nicht mehr gern. Das hat doch gerade so schön funktioniert. Der Taster löst aus. Seht ihr, da geht der Strom von 0,022 auf 0,044. Eieieiei. Ja, Krust. Ich hätte den Krust so gern fertig machen. Gestoppt hat's doch auch. Das müsst doch jetzt einfach nur umdrehen. Dann machen wir das manuell. Wenn es die Kabellänge denn zulässt. So. So, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Wenn ich es jetzt einschalte, dann geht's auch. Das hat da jetzt nicht passt. Ein bisschen. Und so. Das jetzt nicht eingerastet.
Eieiei. Die stand so nicht auf dem Plan. Die Elektronik hat am Anfang auch nicht so sauber funktioniert. Das Taschenteil können wir eigentlich ausschließen. Oder? Sonst hätte das ja mit der Brücke auch. Der ist ja gegangen, wenn es eine Taschenteil liegt. Jetzt müsste es aber. Ah gut, ja, klar rastet das nicht ein, wenn ich das Taschenteil drücke. Eieiei. Das hat doch vorher zwischendrin kurz funktioniert. Da hat das irgendwo ein Wackler. Eieieiei. Habt ihr gesehen, wie das vorher zurückgegangen ist? Da macht man eine Kleinigkeit und dann geht's wieder. Das ist ja geruscht. Schalten wir es aus, sonst kriegen wir noch einen Kurzschluss hin. Jetzt habe ich ein bisschen das Auge angezogen. Müssen wir heute doch noch einen dritten Teil machen. Das mal alles weg. Das hat doch vorher so schön geklappt. Vielleicht mag die Elektronik einfach auch die Schraube nicht. Das ist dann freischwebende Elektronik. Es kann ja sein, dass das wäre auch geschickt, aber gut. Oh, tatsächlich. Das mag irgendwie die Biegung wohl nicht. Ja gut. Also zuverlässig ist was anderes. Ich würde sagen, das geht. Ich habe auch so eine leise Vermutung, dass es an der Schraube da liegt. Dass die zwei Neimer hat. Das kann sein, dass die da uns irgendeinen Kurzschluss macht oder so. Dass das irgendwie. Oder dass es irgendwo eine Zwischenlage. Nee. Die.
Hm. Okay. Wir machen da einfach keine Schraube rein. Das ist mir jetzt langsam zu blöd. So. Wir machen das jetzt aus. Ich schraube da den Rest voll nach. Ist da irgendwas? Die wird da keine. Ich weiß auch nicht, was das ist. Warum die Platine keine Schraube mag. Das kann uns jetzt aber auch egal sein. Weil solange es Gott's. So. Ich mache jetzt alles. Ich lege da noch das Zeugs noch. Das da noch. Das machen wir mit ein bisschen dickere Kabel. Dickere Kabel. Holen wir den Krust weg. Dann kleben wir das rein. Und dann testen wir das mal mit dem Lipo. Machen das Deckel drauf. Machen wir da gleich Hitze einsetzen. Nein. Könnte man eigentlich fast. Und eine Rändelschraube drunter. Ja. Das will ich schnell aufkriegen. Deswegen hat das Ding auch Sicherung und alles, weil bevor es dann doch eine heiße Sache wird, will ich da lieber das Zeug schnell aufmachen können. So, das machen wir und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, manchmal denkt man hat so viel Krust und hat alles da. Und ja, dann guckt man nach. Eure Rändelschraube habe ich gefunden. Dann muss ich gucken. Aber das weiß ich schon echt anfällig. Das ist ärgerlich. Da bin ich ein bisschen mit verrußten Fingern. Schon sieht das da noch. Seht ihr das überhaupt? Was ich angestellt habe. Das sieht doch nur aus dem Winkel so schlimm aus. Ja. Ja, ein bisschen drüber poliert und dann ist das wieder gut. So. Jetzt brauchen wir noch Verdauerschraube. Hoffe ich.
Ja, die ist ein bisschen lang. Der hat jetzt ein 40er Auto. Das müsste, glaube ich, oder ist das ein 40er? Da muss ich gucken. Ich meine, fürs erste tut's. Die wird genug Winde haben, dass es das zusammenhält. Ah, ein bisschen Spalt hat's. Das Ganze, das ist nicht so ideal, dass es da mit der nicht zusammen ist, aber ja, es ist alles ein bisschen eng da drin. So, jetzt greift sie. Jetzt brauche ich einen Schlüssel. So, da können wir das gescheit festziehen. Das machen wir jetzt halt im langsamen Durchlauf. Dann bin ich jetzt schon gespannt, ob das funktioniert. Hat noch ein bisschen, ehrlich zu sein, ein bisschen Bammel, wenn ich da Lipo reinstecke. Und mit Sicherung und allem müsste gut abgesichert sein. Das dürfte passen, aber da ist 20 Ampere Sicherung drin. Die dürfte deutlich geringer sein, wie das, was der Lipo so kann. Aber ja, weiß ja nie. So, ui, schraubt den noch, schon ist das Ganze stabiler. Da waren nämlich die zwei Teile miteinander verbunden. Das ist alles, ja. Ich glaube nicht, dass ich euch da die Datei hochlade. Wobei, können wir schon machen. Schreibt mir da gerne Kommentare dazu, was ihr dazu denkt. Alles hochladen. Und kann ich schon mal gucken, dass ja, da müsst eigentlich kürzere lange, aber für den Durchbruch brauche ich halt kurz die lange. Okay, das heißt, da müsste kürzere lange, aber für den Durchbruch brauche ich halt kurz die lange. Das war der Satz. Ich sag's euch. Das war ein Meisterwerk schwäbischen Satzbaus. Ui, Spannung. Und das ohne Spannungsquelle. Okay, heute kommen sie die Karlauer. Ich sag's euch. Ja. Und langsam wird's Zeit fürs Bett. Der Tag war lang. Aber das ist so eine Sache, weißt du, jetzt habe ich die Elektronik halt schon erhalten und alles. Da juckt es mir einfach zu arg, das zu machen. Das kann ich jetzt nicht ins Bett gehen und das unversucht lassen. Das ist doch klar. Das muss ich heute erledigt haben, dass ich noch entweder mit der Gewissheit, dass Gott einschlafen kann, oder mit der Gewissheit, dass ich noch was machen muss, einschlafen kann. Aber auf jeden Fall mit Gewissheit. Und nicht mit, oh, Gott's nicht. Wie so Blinker. Ei. Okay, jetzt schaut ihr mir 5 Minuten schon beim Schraube zu. Das war nicht der Plan. Dann guckt die jetzt halt ein bisschen raus. Das sind Dinge. Und wir haben gesehen, funktionieren tut's.
Das habe ich extra so eingebaut, dass das da noch. Ja, gut. Das ist so. Wenn es nach unten ist, ist aus. Und ein ist dann komplizierter wie aus. Das wollte ich absichtlich so, dass es Ausschalter einfacher ist. Ist wichtiger wie Einschalter. Ach, die Schraube, Gott, ach so auf der Seite nicht ganz nein. Nicht schön, aber selten. Einzigartig. So. Jetzt kriegt man den Lipo da wahrscheinlich ganz schwer nur montiert. Aber jetzt ist es auch deutlich stabiler. Vor allem kann ich das jetzt gegen die Schulter pressen. Ich meine, ist nicht angenehm. Das ist halt immer noch alles kantig. So, unsere freie Elektronik. So. Das wird vorne noch. Dann packen wir mal den Lipo rein. Gucken wir mal. Vorsicht, jetzt wird es laut. 6C, alle 22,8, 3,79, 3,78, 3,8 Ois, 3,82, 3,79 und 3,79. Okay. Okay. Kriegen wir das irgendwie? Okay. Mist, das Kabel müsste doch länger sein. So. Weil ach, jetzt ist ein. Ha. Ah, das liegt nicht am Lipo, das liegt ja auch noch an dem Doyle. Das hat ein bisschen zu viel zu viel Spannung. Das muss da. So. Kann ich das jetzt, das Magazin schon rausholen? Ab. So. Okay. Ich glaube, das da müssen wir einfach, die Kabel müssen dort runter. Das ist alles ein bisschen eng. So. Aber es schießt nur, wenn man Pfeile reinpackt. Ich meine, mehr Leistung erwartet man da jetzt nicht. Aber mehr Spaß.
9. Oh, das müsste schon 10 sein. So. Ui. Oh. Das ist so dort reingegangen. Okay. Das heißt, da passt der Deckel natürlich jetzt nicht. Das ist aber auch okay. Komm ich da. Das passt ja jetzt nicht. Okay. Ja, da brauchen wir Werkzeug dafür. Das ist jetzt halt nicht ideal. Das heißt aber, einfacher den Deckel zu modifizieren und das größer zu machen. Den einfach so. Ja. Das da alles neu zu quetschen, so wie ich das ursprünglich mal gedacht habe. Hab das eigentlich so gedacht, aber dass da so ein Kabelswulst drin ist, ja, habe ich fast befürchtet. Weil das weiße Teil, das drucke ich dann nochmal aus. Das ist so. Passt das überhaupt da so? Auch nicht. Ah ja. Machen jetzt alles. Schusstest. So. Das ist geil. Leer ist. Ja, das kann man. Das geht schon. Aber das sieht halt schon. Das sieht halt schon heftig aus. Aber wenn ihr noch Zeit habt, euer Siegesmagazin machen wir nochmal. Das ist einfach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hätte wahrscheinlich eher die Elektronik da oben aussetzen sollen, aber ja, ist wie sie ist. Weil das ist schon, es sieht schon cool aus. Also das
Das habe ich mir schon so vorgestellt. So den technischen Look. Und morgen oder übermorgen, neu, Silvester, erzähle ich euch dann, was wir nächstes Jahr mit dem machen. Ich meine, so viel kann ich verraten, die Front ändern wir noch mal so ein bisschen hübscher. Ja, da fehlt noch was. Da kommt auch noch so X noch. Und was ich schon gesagt habe, dass man da auch noch was drüber macht. Also da die Klammer sauber. So. Ja, jetzt ist leer. Oh, das geht schon recht gut. Das ist jetzt ziemlich. Geht das noch weiter hinten? Das. Das ist ja. Der Motor dürfte ein bisschen stärker sein. Und schneller drehen. Ah ja. Und leichter dürfte es sein, aber ich glaube, wenn man dahinter von der Stange die Hälfte wegmacht oder den Teil wegmacht, da direkt dahinter einfach, dann dürfte es vom Gewicht auch passen. Ah. Das ist dann, muss man das mit dem anderen Finger, dann, dass man dann da direkt Ende vom, da muss noch schrauben, nein, das muss ich noch gucken, wie man das macht. Und da, Taste. Wobei, man kann das recht gut abstützen. Ui. Aber das ist keine leichte Angelegenheit. Ha, reicht was noch. Ich hab so einen Spaß. Und noch nichts für Linkshänder, weil das Taschenteil auf der Seite ist. Wobei, da zwei jetzt noch zu machen, ja, wäre jetzt nicht das Problem. Entschuldigung. So, wenn man das leer machen will, schaltet man es aus. Und der ist jetzt irgendwo hin, da wo er nicht hin soll. Dann schaltet man es aus und dann passt das. Ich sag's euch, heute kann ich gut schlafen. Das ist einfach, sowas lasst den sonst keine Ruhe. Ich meine, ich hab gehofft, wir kriegen das hin, dass wir das Jahr noch schön machen können. Aber das ist dann halt Sache für Anfang von nächstes Jahr. Da brauchen wir auch ein Hobby. Das ist ja nicht mit dem Jahreswechsel zu Ende. Aber ja, das ist schon ein heftiges Plästerle. Ein heftiges Plästerle. Und ja, die Schulterstütze könnte man schon so lassen. Also, das ist jetzt schon taugen. Also, man könnte das da noch auch da so schwungvoll hochgegangen lassen oder so. Da könnte man da schön. Weil das geht halt so fließend in den Riemen über. Ich meine, klar, das ganze Gedinge da, oder? Das ist schon klar, das wollte ich aber auch so technisch haben. Ich meine, das sieht einfach. Sieht wild aus. Sieht wild aus. Da ist ein bisschen zu viel weiß. Da machen wir Blaster-Ingenieur-Schildchen noch oder so. Schneller soll es sein. Also das
Das ist ein bisschen langsam. Aber ja, schwätzen wir mal ein paar Tage, was wir damit alles machen. Und dann sehen wir das Ende des Jahres nochmal. Im Jahresabschlussgespräch. Und nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar Mal. Da gibt's viel, was man so noch machen kann. Und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.